Viele Trierer und Triererinnen kennen ihn noch von früher. Er ist eine lebende Basketballlegende aus Trier, der 20 Jahre lang für den damaligen Trierer Basketballverein als Spieler und später sogar als Co-Trainer und im Marketing tätig war. Außerdem hat er als Lehrer gearbeitet, ehe er Gewerkschaftssekretär bei der GEW Rheinland-Pfalz wurde und ist Sänger in einer Ska-Band. Seit nun ziemlich genau 4 Jahren ist er Geschäftsführer der deutschen Grenzgängersektion der luxemburgischen Gewerkschaft OGBL. Moin, hallo und herzlich willkommen hier im Pendlerclub, James Marsh. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Und natürlich auch wieder mit dabei hier in der Runde ist meine Kollegin Jill Reale. Hallo. Ja, moin ihr zwei, hallo. Moin. Ja, Herr Marsch, ich freue mich auch, dass Sie heute hier sind. Und ja, heute ist es nun knapp 4 Wochen her, dass in Rheinland-Pfalz eine neue Landesregierung gewählt wurde. Aktuell, heute ist Dienstag, der 14. April, nur zur Info, laufen die Koalitionsgespräche zwischen CDU und SPD noch. Also wir wissen noch nicht, was rauskommt, es gibt noch kein Ergebnis. Sie haben ja bereits auf beiden Seiten der Grenze in Gewerkschaften gearbeitet und ja, jetzt sind Sie für die deutschen Grenzgänger in Luxemburg bei der OGBL verantwortlich. Ja. Wie ordnen Sie denn den Wahlsieg der CDU ein? Ja, das ist schwer zu sagen. Also die CDU hat knapp gewonnen, hat aber gewonnen, wird jetzt den Ministerpräsidenten stellen nach langer, langer Zeit. Und es wird mit Sicherheit anders werden als unter den vielen Jahren unter der SPD-Regierung mit Kurt Beck und Malu Dreyer und dann am Schluss Alexander Schweitzer. Wir sind gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen laufen. Ein paar Sachen sind schon durchgedrungen, vor allem im Bereich Bildung und so weiter. Aber auch da wissen wir noch nicht genau, wie sich das auswirken wird. Also ich würde eher mal abwarten und schauen, was schlussendlich rauskommt, statt irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, weil wir wissen, wie Koalitionsverhandlungen laufen. Wir haben es erlebt auf Bundesebene und das, was nachher endlich verbrieft wird und umgesetzt wird, das sind meistens 2 unterschiedliche Sachen. Deswegen würde ich da ganz gerne ein bisschen warten. Mir war das selber als Zugezogener, also ich wohne auch erst seit knapp 4 Jahren in Rheinland-Pfalz, erst gar nicht so bewusst, was das trotzdem für ein Zeichen ist, dass Rheinland-Pfalz ja über 35 Jahre eigentlich SPD-Gebiet war. Können Sie da sonst vielleicht noch drauf eingehen, was das so allgemein vielleicht für eine Bedeutung ist, für ein Zeichen? Also das Zeichen ist einfach, glaube ich, dass sich die Bundespolitik dann leider widerspiegelt, auch in den Landtagswahlen. Die rheinland-pfälzische SPD hat eigentlich einen guten Job gemacht in den letzten 35 Jahren, zumindest meiner Meinung nach. Da gibt es mit Sicherheit andere Meinungen. Aber wir haben es auch bei anderen Landtagswahlen mitbekommen. Also die Bundespolitik, das, was in der Großen Koalition läuft und das, was auch in der Ampelregierung damals gelaufen ist, das spiegelt sich leider immer noch wieder in den Landtagswahlen und deswegen wird dann so gewählt, wie gewählt wird. Und jetzt haben wir noch, wie Sie es schon richtig gesagt haben, nach 35 Jahren zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten der CDU und es wird mit Sicherheit anders. Ja, so läuft Politik leider. Welche Erwartungen hat denn die OGBL konkret an die neue Regierung in Rheinland-Pfalz? Also eigentlich unsere Erwartungen richten sich eigentlich nach Berlin. Wir haben ja die große Problematik der Überstundenbesteuerung, worauf wir mit Sicherheit noch eingehen werden. Besteuerung der Überstunden, Besteuerung von Renten, von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und da sind halt Sachen verhandelt worden zwischen Berlin und Luxemburg, die extrem nachteilig für deutsche Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind. Und wir hoffen halt, dass sich da was ändern wird. Wir sind im Kontakt. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit dem Bundesfinanzminister Klingbeil. Die haben natürlich jetzt andere Sorgen, mit so wie sich im Augenblick die Weltpolitik darstellt. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir es schaffen, in den nächsten Monaten, dass es da zu Gesprächen kommt und dass wir eventuell da Verbesserungen schaffen können. Aber haben die in Berlin, also die sind ja schon sehr weit weg, einfach Das ist die Problematik. lokal gesehen, ne? Haben die das überhaupt im Blick, was uns Grenzgänger hier angeht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das ja angesprochen, es war eine Wahlkampfveranstaltung der SPD. Da habe ich gesehen, dass der Klingbeil eingeladen wurde und dann bin ich natürlich hingegangen und habe die Problematik mal adressiert und er hatte davon keine Ahnung. Die Großregion ist die größte Großregion in ganz Europa und trotzdem, obwohl alle predigen von Europa und wie toll das europäische Modell ist,
ist dann die luxemburg-deutsche Grenze doch extrem weit weg von Berlin. Deswegen haben wir sie darauf aufmerksam gemacht und werden das auch weiterhin verfolgen, dass da vielleicht mit ein bisschen mehr Sorgfalt verhandelt wird. Was erhoffen Sie sich, was sich ändert konkret? Was muss sich ändern? Also wenn wir das ganz große Fass aufmachen, muss einfach das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und Deutschland neu verhandelt werden. Es ist ja so gekommen, während Corona waren ja die Homeoffice-Tage ausgesetzt. Damals waren es noch 19 Tage, wo deutsche Grenzgänger im Homeoffice arbeiten durften. Die Franzosen und die Belgier durften damals schon 34 Tage. Und dann hat man das halt ausgesetzt, weil es musste ja weitergehen. Und als dann alle wieder auf ihre Arbeitsplätze zurückgekommen sind, als Covid sozusagen vorbei war, ist man hingegangen und hat dann neu verhandelt, das Doppelbesteuerungsabkommen. Und da wurde dann halt verhandelt, unter anderem, was sehr gut war, da waren wir auch froh drum, dass auch deutsche Grenzgängerinnen und Grenzgänger 34 Tage im Homeoffice arbeiten dürfen. Zusätzlich wurden aber auch andere Sachen verhandelt, dass zum Beispiel Überstunden, die ja in Luxemburg steuerfrei sind, in Deutschland versteuert werden müssen. Das ist in der Vergangenheit nicht passiert und das wurde dann aber geregelt, dass das dann passieren darf. Extrem nachteilig ist dann für uns auch, dass die Auslegung so rabiat war, dass man auch, also die deutsche Finanzbehörde auch die Überstunden rückwirkend versteuern lassen will. Das heißt 4 Jahre. Und da kommen in gewissen Branchen da schon richtig Beträge zusammen. Auch in gewissen Branchen arbeitet man natürlich auch mit den Überstunden. Ja, die sind ja fest verplant im Gehalt, weil man dann vielleicht nur den qualifizierten Mindestlohn zahlt und sagt, den Rest machst du halt mit den Überstunden. Und dann kommt trotzdem ein gutes Gehalt bei raus. Und das fällt dann auf einmal weg. Und das muss auf jeden Fall neu verhandelt werden. Aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Ruhegehälter von Beamtinnen und Beamten im öffentlichen Dienst, die in Grenzgänger sind. Die müssen ihre Rente ab 2025 in Deutschland versteuern und nicht mehr in Luxemburg. Extrem problematisch hier ist zum Beispiel, das gilt nur für deutsche Staatsbürger. Das heißt, luxemburgische Staatsbürger, die in Deutschland wohnen und Beamtinnen und Beamte waren, auf die trifft das nicht zu. Ja, was ja dann doch schon recht ungerecht ist, mal abgesehen von der Besteuerung. Und auch hier will man hingehen und rückwirkend besteuern. Es sind zwar jetzt im Augenblick noch Verfahren anhängig und es wird jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht rückwirkend besteuert, weil man auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes wartet. Aber auch da wissen wir nicht, wie entschieden wird. Es gab schon einen Fall, wo entschieden wurde, das war aber Besteuerung der Überstunden, da war es nachteilig für die deutschen Grenzgänger. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist extrem problematisch. Es gibt noch andere Themen, es gibt noch Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst zählt jetzt auch als Tag außerhalb von Luxemburg. Das heißt, Beschäftigte, die im Bereitschaftsdienst sind, im Gesundheitssektor, im Verkehrssektor oder so, die können dann auch nur noch 34 Tage im Bereitschaftsdienst sein. Danach müssen sie ab dem ersten Tag, wie es ja so geregelt ist, diese Zeit versteuern. Auch wenn sie im Bereitschaftsdienst vielleicht nicht das volle Gehalt bekommen, aber dieses Gehalt muss dann versteuert werden, weil ab der ersten Minute gilt das dann Bereitschaftsdienst als ein Arbeitstag. Jetzt ist es ja so, in Deutschland gibt es ja jetzt auch die Diskussion darüber, geführt von der CDU und von Friedrich Merz, dass Überstunden, die in Deutschland geleistet werden, steuerfrei sein sollen. Wie passt das zusammen oder wie passt das auch nicht zusammen mit dem, was gerade mit den Überstunden, die in Luxemburg geleistet werden, von deutschen Grenzgängern? Also es passt nicht zusammen. Ich muss allerdings ganz kurz korrigieren. Also es geht nur um die Überstundenzuschläge. Ja, das heißt, wenn es dann so kommen würde, was wahrscheinlich nicht so sein wird, weil die SPD, und da hatte ich den Herrn Klingbeil auch drauf angesprochen, ganz klar gesagt hat, sie sind dagegen. Aber wenn es kommen würde, gibt es trotzdem keinen Automatismus, dass das automatisch dann auch übertragen wird auf die deutschen Grenzgänger.
Also da müsste es dann auch nochmal eine Einigung geben, bilateral zwischen Luxemburg und Deutschland. Oder wenn es dann nicht zu einer Einigung kommen würde, müsste halt jemand auf europäischer Ebene klagen auf Gleichbehandlung. Also es gibt da keinen Automatismus, wenn die Behörden nicht wollen. Wenn die Behörden wollen würden, dann gäbe es einen Automatismus. Aber auch das würde dann nur den Überstundenzuschlag betreffen. Also sprich meistens ja die 40% Zuschlag. Die restlichen 100%, die auch steuerfrei sind von der Überstunde, müssten weiterhin versteuert werden. Jetzt haben Sie gerade die europäische Ebene schon angesprochen. Im Moment schießen die Benzinpreise und die Dieselpreise nur so durch die Decke auf beiden Seiten der Grenze. In Deutschland gibt es jetzt diese angekündigte Senkung von 17 Cent pro Liter der Energiesteuer. In Luxemburg gibt es auch einige Diskussionen rund um vor allem Thema Homeoffice, dass eben mehr Leute, wenn es irgendwie möglich ist, Homeoffice machen wollen. Jetzt haben wir diese Problematik mit den Grenzgängern. Wir dürfen nur 34 Tage im Jahr im Homeoffice arbeiten. Wäre da eine europaweite EU-geregelte Richtlinie strebenswert? Ja, das Problem ist, das Steuerrecht ist halt nationales Recht. Also das Steuerrecht wird bilateral verhandelt, das kann auf EU-Ebene nicht geregelt werden. Es gibt ja schon Änderungen auf EU-Ebene, was die Sozialversicherung angeht. Das heißt, Leute können schon ins Homeoffice gehen, bis zu unter 50% ihrer ganzen kompletten Arbeitszeit. Das dürfen sie machen. Bleiben dann trotzdem in der Sozialversicherung in Luxemburg, müssen dann aber natürlich ab dem ersten Tag Steuern in Deutschland abführen. Deswegen wird es da so keine Regelung geben. Die Tage auszusetzen, jetzt wegen der Benzinpreise, wäre gut, ja, wäre wünschenswert. Das müsste man natürlich dann so machen wie damals zu Covid, dass man auch sagt, dass man dann die Tage, die über 34 sind, dass diese Bagatellgrenze abgeschafft wird, dass die Tage komplett in Luxemburg versteuert werden. Das wäre mit Sicherheit hilfreich, ja. Wie realistisch sehen Sie das? Relativ unrealistisch, weil auch in Deutschland diese 17 Cent, das wird ja frühestens in 2 bis 3 Monaten kommen. Das muss ja noch durchs Parlament und das muss noch entschieden werden. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. So habe ich es zumindest heute erfahren, dass es nicht sofort gehen wird. Ja, ein Kollege von uns, der Ingo Zwank, hat auch mit der Arbeitnehmerkammer über dieses Thema gesprochen, eben mit dem Homeoffice und auch Spritpreise, dass die gesenkt werden sollten. Und die Antwort von denen war halt, dass das eben keine optimale Lösung für alle Grenzgänger ist, also gar nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und schon gar nicht für Grenzgänger, weil halt auch nicht alle Homeoffice machen können. Aber also optimal wäre dann ja vielleicht einfach eine Kombination von beidem. Spritpreise ein bisschen runter für die halt Auto fahren müssen, die halt kein Homeoffice machen können. Und für alle, die halt Homeoffice machen können. Also das ist ja ähnlich wie zur Corona-Zeit. Da konnte ja auch nicht jeder Homeoffice machen und jede. Ist da nicht irgendwie ein Mittelweg? Also es wäre das Beste, wenn man die Lehren ziehen würde aus der Zeit von Covid. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir so umsetzen, was war sinnvoll, was kann man vielleicht verbessern. Klar, bei Homeoffice ist immer die Diskussion, dass Menschen sagen, das betrifft mich überhaupt nicht. Ich kann gar nicht ins Homeoffice, ich weiß, was das soll. Warum regen die sich alle so auf? Ich muss jeden Tag auf die Arbeit fahren. Vollkommen verständlich, ja. Aber man muss dann halt für beide Seiten Regelungen finden. Natürlich in Luxemburg hat man natürlich auch die Diskussion des kostenlosen ÖPNVs. Ja, dann verstehe ich dann schon auch die Regierung, wenn die sagt, naja, sollen wir die Benzinpreise jetzt für alle senken, Leute auf die Arbeit fahren wollen, ist es fast überall möglich, kostenfrei hinzukommen. Natürlich nicht überall, das ist klar. Es sind auch lange Anfahrtswege und so weiter und es ist auch kompliziert, man muss umsteigen und so weiter und so fort. Aber man muss auch die andere Seite verstehen, dass die auch entsprechend argumentiert. Aber es wäre halt gut, um nochmal darauf zurückzukommen, die Lehren aus der Covid-Zeit zu ziehen und dann wirklich praktikable Lösungen zu finden. Ja, zumal halt es ja auch dauerhaft einfach Forderungen gibt für mehr Homeoffice. Also es ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da hat ja auch der Arbeitgeberverband, ich glaube bis zu 55 Tage Homeoffice gefordert. Also es kommen halt dauerhaft eben diese Forderungen. Ich meine, wir diskutieren das hier ja auch oft, das ist kein Allheilmittel. Für bestimmte Sachen muss man ja auch dann auf die Arbeit kommen, wie beispielsweise dieses Gespräch. Ich bin froh, dass das gerade live stattfindet. Das gehört doch
also um jetzt den Fokus vielleicht zu verlegen auf modernes Arbeiten, wieso wird sowas nicht einfach ermöglicht oder gesehen in der heutigen Zeit? Das hängt zum einen natürlich mit den Arbeitgebern zusammen. Es gibt auch Arbeitgeber, die da überhaupt gar keine Lust drauf haben, Homeoffice, die wollen ihre Beschäftigten vor Ort haben. Dann gibt es die Problematik der unterschiedlichen Doppelbesteuerungsabkommen. Also es wäre wirklich wünschenswert, es gäbe einheitliche Doppelbesteuerungsabkommen, sage ich jetzt mal Belgien, mit Frankreich und mit Deutschland. Aber die Unterschiede sind so immens, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, Besteuerung Überstunden ist ja nur ein Beispiel, dass es dann natürlich auch in den Betrieben für Unruhe sorgt. Ja, wenn der belgische Beschäftigte irgendwas machen darf, was der deutsche Beschäftigte nicht darf, dann sorgt das für Unmut. Da muss man halt Lösungen finden, die auf alle zutreffen. Da muss man schon gucken, dass man eine gewisse Gleichbehandlung findet. Und deswegen wäre es halt wünschenswert, grundsätzlich sind die Doppelbesteuerungsabkommen, so war es mal gedacht, OECD abgeglichen. Aber es gibt so viele kleine Änderungen und dann mit den Protokolländerungen und den Konsultationsvereinbarungen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich nationale Eigenheiten, die damit einfließen. Aber das Thema ist extrem komplex und ich glaube nicht, wie gesagt, es wäre wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass es eine Vereinheitlichung geben wird. Es hängt halt so ein ganzer Rattenschwanz dran. Wir hatten das erst jetzt diese Woche im Pendler-Update, dass ja beispielsweise in Trier jetzt nach und nach 3 große Brücken erneuert werden. Das ist ja eben auch, die Infrastruktur hier in der Großregion ist extrem belastet. Natürlich, ÖPNV in Luxemburg ist kostenfrei. In Deutschland gibt es dann das Deutschland-Ticket, was ja auch ein Fortschritt ist, auch wenn es natürlich teurer geworden ist wieder. Aber ja, das ist ja nicht nur, dass man mehr im Homeoffice arbeitet, sondern es wäre ja dann vielleicht auch für die Infrastruktur ein Vorteil. Ja, es hat ja nicht nur die Gründe, ich meine, es hat ja auch, wenn man sich die Umweltbelastung anschaut, 40.000 deutsche Grenzgänger, 120.000 französische Grenzgänger, 40.000 belgische Grenzgänger. Wenn man es dann nur schaffen würde, die Hälfte von denen ins Homeoffice zu bringen oder ein Drittel, und dann wären auch der ÖPNV wäre dann auch nicht so belastet. Ja. Ich bin ja heute auch mit dem Zug gekommen und dann sieht man ja, wie voll die Züge sind. Und die Busse und so weiter und so fort. Wenn, wie gesagt, ein Teil davon zu Hause bleiben könnte, öfter, das wäre schon sehr wünschenswert. Zumal ja dann gleichzeitig auch der Gesamtverkehr auf der Straße ja auch entlastet würde. Also ich meine, gelegentlich fahre ich mit dem Auto hier ins Büro und es ist wirklich, es ist ein absoluter Kampf, hierher zu kommen, bis in die Stadt rein, bis in die Innenstadt rein. Also die Autobahnen sind voll, eigentlich ab der Grenze mehr oder weniger, beziehungsweise wenn man von Trier kommt, ein bisschen außerhalb, dann schon oben Markusberg in die Richtung hochfahren muss, durch das Nadelöhr, da staut sich's dann schon. Und klar, wenn mehr Homeoffice wäre, dann wäre es morgens entspannter, glaube ich, für viele. Also ich bin jetzt an Karfreitag zum Beispiel mit dem Auto hierher gefahren, das war purer Luxus. Gleichzeitig aber auch am Nachmittag, also wenn man dann überlegt, es gibt ja auch noch die Grenzkontrollen, wo sich ja auch dann die ganzen Pendler irgendwie stauen, das würde ja dann auch wieder entlasten. Absolut. Ich meine, Grenzkontrollen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Verkehrsbelastungen sind halt extrem hoch. Ja, in alle Richtungen. Es würde den Verkehr mit Sicherheit massiv entlasten, wenn man die Möglichkeit schaffen würde. Jetzt 55 Tage, sage ich mal als Beispiel, das ist ja auch, also sagt 2 Tage die Woche, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ja. Thema Grenzkontrolle. Oh ja, da machen wir jetzt mal direkt weiter. Der Kontrollpunkt in Schengen wurde ja abgebaut. Denken Sie, das wäre auch eine Möglichkeit für den Kontrollpunkt in Trier? Ja, natürlich. Also es gibt zwar immer wieder Glücksfunde von illegalen Einreisenden oder irgendwelche BTM-Geschichten oder so, aber ich bin mir sicher, wenn man jetzt eher, sag ich mal, spontane Grenzkontrollen machen würde man auf die gleichen Zahlen kommen, weil jeder, der ein Handy hat, und das hat heute jeder, ja, und irgendwie illegal unterwegs ist und noch 2 Sinne beisammen hat, weiß mittlerweile, dass da eine Grenzkontrolle ist. Ja, also der eigentliche Sinn dieser Grenzkontrolle, illegale Einwanderung zu stoppen,
der ist obsolet. Ja, wie gesagt, das ist Quatsch. Das ist einfach nur auch wieder, wir haben eben drüber gesprochen, Landtagswahlen Baden-Württemberg, Landtagswahlen Rheinland-Pfalz. Ja, die Bundespolitik hat Angst vor der AfD und denkt, sie muss sich da irgendwie beugen und dann machen wir doch die Grenzkontrollen und das sieht dann toll aus, dass wir was gegen illegale Migration machen. Aber es ist eigentlich einfach nur fadenscheinig. Das bringt nichts, das ist eine extreme Belastung. Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die keine Möglichkeit haben, diese Grenzkontrolle zu umfahren. Das ist Wahnsinn, auch was ich für Geschichten gehört habe von Kontrollen in den luxemburgischen Bussen, wo die Beschäftigten drin sitzen, die werden jeden Tag kontrolliert. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist einfach Augenwischerei. Meiner Meinung nach sollte man die Grenzkontrollen, es gibt auch so viele grüne Grenzen zwischen Luxemburg und Deutschland, da steht nie jemand. Ich arbeite in Echternach, manchmal fahre ich über Wasserbillig, manchmal fahre ich über Langsuhr, die Grenze da habe ich noch nie jemanden gesehen. In Wasserbillig schon hier und da mal, aber wie gesagt, wenn ich wirklich illegale Migration bekämpfen will, dann mache ich das anders und nicht mit einer Grenzkontrolle, die seit, keine Ahnung, wie lange ist die jetzt da? Anderthalb Jahre. Wo jeder in Europa weiß, dass diese Grenzkontrolle da ist. Was erwarten Sie sich bezüglich der Grenzkontrolle von der neuen Landesregierung? Also auch die Landesregierung kann natürlich sagen, uns schadet das, wir wollen das nicht. Ich erwarte nicht von der CDU, dass die sagt, dass Dobrindt diese Kontrollen nicht mehr machen soll. Deswegen wird da relativ wenig passieren. Könnte aber sein, dass auf Bundesebene dann doch irgendwann mal gesagt wird, das kostet so viel Geld und wir sammeln so viele Überstunden an bei der Bundespolizei, das kommt ja noch dazu, die wir ja nie abgefeiert werden können. Ja. Das sind viel zu viele, dass man dann irgendwann sagt, jetzt ist Feierabend, auch die Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizei sind auch am Limit. Ja. Wir müssen die Grenzkontrollen jetzt enden. Das wäre, glaube ich, ein Grund, warum die Bundesregierung dann die Grenzkontrollen, die festen Grenzkontrollen aussetzen würde. Gibt es denn irgendwelche Risiken oder Chancen, die Sie jetzt so in der politischen Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und jetzt dann konkret Rheinland-Pfalz sehen? Fangen wir bei den Chancen vielleicht an, weil was die Grenzkontrollen angeht, Luxemburg sagt ja schon, seit es die Grenzkontrollen gibt, wir wollen diese Grenzkontrollen nicht, hat aber auch nie Klage eingereicht in Brüssel. Man hat es versucht auf dem diplomatischen Weg. CSV steht natürlich auch der CDU näher als die LSAP damals und ich glaube, mehr als Gespräche wird es da nicht geben. Ja, da muss die Bundesregierung in Deutschland schon von sich aus entscheiden, dass sie die Grenzkontrollen nicht mehr machen. Okay, schade. Ja, ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber wir haben es in der Vergangenheit nicht erlebt. Und deswegen sehe ich auch keine Möglichkeit, warum es sich jetzt in Zukunft ändern sollte. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Rufe vor allem aus der Trierer Ecke in Richtung Luxemburg, dass eine Ausgleichszahlung gefordert wird von Luxemburg. Das kam nie zustande. Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie dazu, zu dieser Ausgleichszahlung und was glauben Sie, wie wird sich daran was ändern? Also ich kann die Kommunen auf deutscher Seite, und waren ja auch Kommunen in Frankreich, die damals diesen Brandbrief geschrieben haben, verstehen. Es ist ja nun mal so, dass Grenzgänger, ich rede jetzt mal über Deutschland, die in Deutschland wohnen, ihre Steuern, außer vielleicht dann Grundsteuer und so weiter, wenn sie Eigentum haben, in Luxemburg zahlen. Und die komplette Infrastruktur in Deutschland nutzen. Sie schicken ihre Kinder in den Kindergarten. Kindergarten ist ja auch kostenfrei in Rheinland-Pfalz, auf die Schule und so weiter und so fort. Das sind natürlich Kosten, die der Staat trägt. Und das wird aus Steuergeldern finanziert. Und
luxemburgische Grenzgänger zahlen keine Steuern. Ja. Andererseits geben die luxemburgischen Grenzgänger ihr Geld aber auch in ihrem Wohnsitzland aus. Ja, die wenigsten geben ihr Geld in Luxemburg aus, weil da gehen sie arbeiten, danach fahren sie nach Hause und dann in Deutschland gehen sie dann halt einkaufen im Supermarkt und in den Geschäften und machen ihre Freizeitaktivitäten und so weiter und so fort. Deswegen ist es eine Frage, wie sowas berechnet wird. Ja, ich bin jetzt da nicht so im Thema drin, dass ich irgendwie sagen könnte, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so viel. Man müsste das mal ausrechnen, ob das überhaupt Ausgleichszahlung berechtigt. Ja? Oder ob man sagt, diese Ausgaben, die Grenzgänger in Deutschland machen, sind ungefähr so ähnlich hoch wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Ausbildung eines Kindes vom Kindergarten bis zum Abitur kostet. Da müssten sich Volkswirtschaftler mal hinsetzen und das mal anständig ausrechnen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, die Berechnungen, die ich mal mitbekommen habe, waren von beiden Seiten auf jeden Fall tendenziös. Also, ja. Mit welchen Belangen kommen denn Grenzgänger so zu Ihnen oder können zu Ihnen kommen? Also ich bin ja Zentralsekretär der Sektion Deutsche Grenzgänger beim OGBL. Ich mache im Prinzip die grenzübergreifenden Geschichten. Wenn man jetzt Beschäftigungshistorien hat, Deutschland und Luxemburg, wie sieht das mit der Rente aus, mit der Sozialversicherung, mit der Krankenversicherung? Wie ist das, wenn ich in Rente gehe? Kann ich da noch zusätzlich arbeiten? Und wie ist das mit den Steuern, was ja sehr kompliziert ist, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich mache alles, was die grenzübergreifende Regelung betrifft. Gibt es da auch irgendeine Zusammenarbeit mit deutschen Gewerkschaften oder irgendeine Art von Kommunikation? Oder? Absolut. Also ich komme ja aus einer deutschen Gewerkschaft, wie eben ja auch schon gesagt. Ich war erst bei der GEW. Das ist die deutsche Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Danach war ich 7 Jahre beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Trier. Und Trier hat dann schon eine lange Tradition. Mein damaliger Vorgänger, der Karl-Heinz Peutgen, hatte damals mit dem OGBL auch eine Vereinbarung getroffen, dass wir gegenseitig unsere Mitglieder unterstützen. Wir müssen natürlich dann auch trotzdem Mitglied werden, aber es heißt jetzt nicht, dass wenn jetzt jemand bei der IG Metall Mitglied ist und nach Luxemburg wechselt und sich informieren will und da Beratung braucht, dass wir als OGBL sagen, machen wir nicht, du musst erst Mitglied werden, sondern wir sagen dann schon klar, wir beraten dich, der Deutsche Gewerkschaftsbund steht uns nahe und wenn du dann in Luxemburg arbeitest und solltest du natürlich dann trotzdem Mitglied im OGBL werden. Das hat, wie gesagt, eine lange Tradition. Es gab schon immer eine Zusammenarbeit auf der Ebene, weil wir ja auch den ältesten grenzübergreifende Gewerkschaftszusammenarbeit haben in dem interregionalen Gewerkschaftsrat. Da sind wir doch schon ganz besonders aufgestellt hier. Nee, schön, dass da die Zusammenarbeit funktioniert. Nicht so, wie das dann in der Politik dann nicht funktioniert. Okay. Ja, richtig. Also wie gesagt, es gibt den interregionalen Gewerkschaftsrat, da sitzen auch die französischen Kolleginnen und Kollegen mit drin, auch die belgischen Kolleginnen und Kollegen, die aus Deutschland und aus Luxemburg. Da tauschen wir uns regelmäßig aus auf der Ebene über die Problematiken der grenzübergreifenden Arbeit. Ja. Ist es denn da auch Thema, dass, also zumindest hatten wir jetzt recht viele Artikel auch bei uns bei der Lux Times und auch beim Luxemburger Wort darüber, dass man vermutet, dass Luxemburg für deutsche Grenzgänger immer unattraktiver wird. Spiegelt sich das so ein bisschen bei Ihren Mitgliedern und auch bei Ihnen selbst wieder? Definitiv, ja. Ja, es ist so. Erstens ist das eine Altersgeschichte. Ich habe viele Beratungen von Beschäftigten, die jetzt entweder ihre 40 Jahre voll haben, mit 57 oder knapp 60, und sagen, ja, ich will jetzt doch schon gehen, ich kann gehen, deswegen möchte ich gehen. Oder ich habe auch viele Beratungen von Beschäftigten, die halt Mitte 40 sind und sagen, ich habe jetzt 20 Jahre in Luxemburg gearbeitet, ich habe jetzt 20 Jahre den Verkehr angetan, die Pendelei. Meine
zu erwartende Rente ist ganz okay. Ich gehe jetzt nach Deutschland und arbeite halt jetzt die letzten Jahre, bis ich in Luxemburg meine Rente empfangen kann in Deutschland. Hat viel mit der Verkehrsbelastung zu tun, wirklich. Ist ja auch verständlich, also mit 20 macht mir das, glaube ich, relativ wenig aus, jeden Morgen 1,5 Stunden im Auto zu sitzen auf einem Weg und wieder zurück. Wenn ich aber Mitte, Ende 40 bin, macht mir das vielleicht viel mehr aus, weil ich es schon so lange gemacht habe und alles Mögliche auf der Autobahn schon erlebt habe an Unfällen und Staus und so weiter. Dass da viele in die Beratung kommen, sich diesbezüglich beraten lassen und sagen, ich möchte jetzt zurück nach Deutschland gehen, ich möchte da noch ein bisschen arbeiten, wie sieht das aus mit der Krankenversicherung und so weiter und so fort. Da haben wir viel, die sich beraten lassen. Thema Grenzkontrollen mit Sicherheit auch ein Thema für Leute, die das jetzt seit 1,5 Jahren jeden Tag miterleben. Oder die andere Geschichte, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, Überstunden. Beschäftigt mit einer Baubranche, das ist ja das, was ich eben angesprochen habe. Da ist es halt schon oft so, dass man den qualifizierten Mindestlohn bekommt und dann aber so viel Überstunden gemacht hat, wie ging. Und die waren ja dann nicht besteuert. Die müssen jetzt versteuert werden. Dann lohnt sich das für manche Beschäftigte nicht mehr. Die sagen dann, naja, da kann ich auch in Trier, Bitburg, Wittlich oder wo auch immer beim Unternehmen arbeiten. Da habe ich vielleicht ein bisschen weniger. Aber dann habe ich jeden Tag 2-3 Stunden mehr Freizeit. Also das sieht man ja auch, man ist ja auch belegt, die Zahlen der deutschen Grenzgänger stagnieren ja zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so. Es ging sonst immer rapide bergauf und jetzt stagnieren sie und das hat damit zu tun. Ja. Was muss denn passieren, dass es wieder attraktiver wird, in Luxemburg zu arbeiten? Ja, wir haben über den Verkehr gesprochen, wir haben über die Grenzkontrollen gesprochen, wir haben über das Doppelbesteuerungsabkommen gesprochen. Das sind die Sachen, die ja dann auch, sag ich mal, die deutschen Grenzgänger betreffen, dass es halt unattraktiv macht. Auch für junge Beschäftigte, die kriegen das ja mit. Ja, die gucken sich auf dem Arbeitsmarkt um. Fachkräfte sind überall gesucht, ja, ob in Deutschland oder in Luxemburg. Gut ausgebildete Menschen werden gesucht und die überlegen sich das dann ganz genau und sagen, naja, okay, ich kann nach Luxemburg gehen, muss 40 Stunden arbeiten statt in Deutschland 38 oder weniger. Und zusätzlich muss ich halt nicht 1,5 Stunden auf die Arbeit fahren, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde. Ja, und dann überlegen die sich das schon, ob ihnen das wert ist, in Luxemburg anzufangen zu arbeiten. Ja, dann wird es ja echt höchste Zeit, dass sich hier was ändert, ja, von beiden Seiten aus, ne? Ja, also wie gesagt, die Zahlen sind ja jetzt auch schon raus und man kann nur darauf warten, dass endlich mal Gespräche geführt werden. Ja, wir sind auch in Gesprächen. Ich habe ja eben schon erzählt, ich hatte Kontakt mit dem Minister Klingbeil. Ich habe nächste Woche ein Gespräch mit dem luxemburgischen Finanzminister Gilles Roth, um diese Sachen mal anzusprechen. Dass es vielleicht dann irgendwie dazu kommt, dass man zumindest, was das Doppelbesteuerungsabkommen angeht, da mal zu einer Einigung kommt, die den Grenzgängern und Grenzgängern hilft. Wie ist das denn so erfahrungsgemäß mit den Leuten, die sich bei Ihnen beraten lassen, weil sie eben den Schritt gehen wollen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, aus Luxemburg dann den Verkehr hinter sich zu lassen? Bleiben die denn potenziell zumindest in der Großregion oder zieht es die dann noch weiter weg? Weil wenn ich jetzt so überlege, also einen Finanzsektor gibt es in Trier, Wittlich, Bitburg, das gibt es halt nicht. Richtig. Also im Finanzsektor, das ist ein anderes Thema. Da gibt es dann Dependancen, da reden wir von Frankfurt, London oder keine Ahnung. Aber ich rede jetzt einfach mal von den von den Beschäftigten in der Baubranche oder in der Industrie. Die bleiben auf jeden Fall meist in der Region, weil auch in der Großregion auf deutscher Seite gibt es ja Unternehmen im Bereich Industrie, Fertigung, die auch händeringend Leute suchen. Ja. Weil wir haben es ja hier, das ehemalige Landeweggebäude, haben wir auch Landeweg in Trier. Das stimmt.
Echt? Wo denn da? Mitten in der Stadt. Ah, okay. Ja. Oh. Ja, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Also wie gesagt, es gibt ja große Unternehmen und auch kleinere, die suchen händeringend Leute in der Industrie. Und wenn dann jemand Qualifiziertes aus Luxemburg kommt, dann sagen die mit Sicherheit nicht nein. Machen die denn auch spezielle Angebote, um die Leute aus Luxemburg wegzulocken? Haben Sie da irgendwie Erfahrungen? Ja, es gibt Jobmessen, klar, auch im Internet, aber ich meine, jemand, der aus der Industrie kommt und in Deutschland wohnt, der kennt mit Sicherheit 2, 3 Leute, die nicht in Luxemburg arbeiten, die halt irgendwo, die arbeiten dann bei Stiel oder Promethürenwerk oder Borne oder was weiß ich, bei Dr. Oetker, und die sagen, naja, wir suchen auf jeden Fall Leute, komm einfach mal vorbei. Das ist nun wirklich nicht das Problem, einen Job zu finden. Vielleicht kann man auch darauf kommen. Ich finde diese Neiddebatte zwischen Deutschen, die in Deutschland arbeiten, und Deutschen, die in Luxemburg arbeiten, finde ich unsäglich. Ja. Das wird ja zum Teil auch manchmal von der Presse geschürt. Schon wieder ein Index und schon wieder eine Indexerhöhung, wo die Leute überhaupt nicht wissen, wie der Index funktioniert. Ja. Ich habe in einer Gewerkschaft in Deutschland gearbeitet. Da gibt es dann Forderungen von 7, 8, 10, 12%, weil es keinen Index gibt. Und in Luxemburg werden dann halt 2-3% verhandelt, weil es ja den Index von 2,5% gibt. Aber das steht da nicht in diesem Artikel. Ja, das wissen die Leute nicht. Es wird halt wirklich da immer viel, so diese ganze Neidgeschichte. Ich hatte auch das war jetzt nicht von Ihnen, das war ich glaube vom SWR einen Bericht gesehen, dann waren sie an der Grenze unterwegs, haben Leute interviewt, und das heißt dann immer nur, ja, die in Luxemburg arbeiten, die machen uns den Wohnungsmarkt kaputt, die machen uns dies kaputt, die machen uns das kaputt. Es ist natürlich auf der einen Seite eine Belastung, aber wenn man jetzt mal nach Trier geht, in die Innenstadt, und sich die Innenstadt anschaut, und dann geht man in eine vergleichbare Stadt, die nicht in der Grenzregion ist, keine Ahnung, Kaiserslautern, ich will denen auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Trier hat eine wesentlich schönere Innenstadt als Kaiserslautern oder Pirmasens oder wie auch immer, weil da der Einzelhandel noch funktioniert. Und der Einzelhandel funktioniert, weil die Kaufkraft da ist, durch die Grenzgänger. Und auch die Luxemburger gehen super gerne nach Trier einkaufen. Ja, und geben da ihr Geld aus, und das wird dann oft vergessen. Ja, das ist auch so. Also wir hatten das Thema auch schon mal im Podcast, dass es ja auch atypische Grenzgänger gibt, also sprich Luxemburger StaatsbürgerInnen, die halt in Deutschland leben. Und da ist auch so dieses, ja, dann nicht Neid, da wird dann teilweise aus luxemburgischer Sicht ein bisschen spöttisch auf diese Leute geschaut, weil die ja dann im Ausland leben, in Deutschland. Ja, die können sich halt dann nichts mehr leisten im eigenen Land, in der eigenen Heimat. Also das ist auch definitiv ein Thema. Ja, ja, es geht ja um ein Zusammen, nicht um ein Ihr und Wir, sondern es geht um ein Zusammen. Und da müssen wir noch dran arbeiten. Das spiegelt ja auch so ein bisschen das politische Klima wider, ja, dass man versucht, verschiedene Gesellschafts- oder verschiedene Menschengruppen auseinander zu dividieren, statt zu gucken, dass man es zusammen macht. Sie haben ja auch gerade Kaiserslautern und Pirmasens angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen zur Landtagswahl. Also ich habe die Landtagswahlergebnisse von Trier hier vorliegen. Da hat die AfD zum Beispiel 12,7% geholt in Trier. In Rheinland-Pfalz waren es 19,5%. Das heißt, der AfD-Wähleranteil in Trier liegt unterdurchschnittlich in Trier im Vergleich zu Rheinland-Pfalz. Jetzt in Städten wie Kaiserslautern, Pirmasens ist es absolut durch die Decke geschossen, die Wahlergebnisse. Glauben Sie, dass dieses komplette Gemeinschaftsgefüge hier in der Großregion und diese Offenheit anderen Menschen, Kulturen, grenzüberschreitend, dass das was damit zu tun hat? Ich glaube, es hat eher mit der Beschäftigung zu tun. Also es geht dann wahrscheinlich um die kreisfreie Stadt Trier. Ja. Ja. Und wenn man sich dann als andere Regionen um Trier anschaut, wenn man ein bisschen genauer reingeht, da wo die Arbeitslosenquote relativ hoch ist, da ist auch der AfD-Wähleranteil relativ hoch. Obwohl wir alle wissen, dass die AfD für
Arbeitslose relativ gar nichts macht, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja so der Automatismus, den es mittlerweile gibt. Leute sind unzufrieden mit ihrer Lebenssituation und wählen dann halt die AfD. Und ich glaube, in der kreisfreien Stadt Trier ist es wirklich so, man spricht ja von Vollbeschäftigung, also es ist so ein Ausdruck aus der Agentur für Arbeit. Das ist nun mal in Trier so und den Leuten in Trier in der Stadt geht es relativ gut und dann sieht man auch keinen Grund, also manche schon, aber halt nur 12% Grund, die AfD zu wählen. Ja, also es bleibt spannend. Die Koalitionsverhandlungen in Rheinland-Pfalz laufen. Vielen, vielen Dank, James Marsh, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestellt haben für sehr, sehr viele Themen, die sehr, sehr viele Grenzgänger und Grenzgängerinnen beschäftigen. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich komme gern wieder. Danke auch dir, Gilles. Ja, danke auch. Und danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Edia, merci. Edia, merci. Edia, merci. Der Pendlerclub ist ein Podcast vom Luxemburger Wort. Das Luxemburger Wort und Mediahaus Luxemburg sind Teil des internationalen Trust Project, das für transparenten und vertrauenswürdigen Journalismus steht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in den Shownotes.